Warum heissen Toblerone, Rivella und Co. so? Ihr kennt doch sicher die bekannten Schweizer Marken, wie zum Beispiel Rivella, Toblerone, Mammut und so weiter. Aber wisst ihr auch, warum die Marken so heissen? Für die heutige Folge habe ich 5 Marken rausgepickt und nachgeforscht, woher der Name eigentlich stammt. Fangen wir mit Rivella an. Rivella ist nach Cola das beliebteste Süßgetränk in der Schweiz. Es wird seit 1950 hergestellt. Ursprünglich zu Stefan und Uster und seit 1954 zu Rotrist. Noch heute ist das Unternehmen im Besitz der Familie vom Gründer Robert Barth. Die Inspiration für den Namen kommt aus dem Tessin und ist im Dorf Riva San Vitale entlehnt worden. Aus dem Ortsnamen und dem italienischen Wort für Offenbarung, Rivelazione, ist dann der Getränkename Rivella entstanden. Gehen wir weiter zu Toblerone. Auch in dem Fall ist der Name eine Mischung aus 2 Wörtern. Und auch da gibt es einen italienischen Einfluss. Toblerone ist 1908 von den Chocolatier Theodor Tobler und Emil Baumann erfunden worden. Der erste Teil vom Namen ist also nicht schwer zu erraten. Der Familienname vom Gründer. Und der zweite Teil stammt vom italienischen Wort für Honigmandelnougat, Torone. So ist Toblerone daraus entstanden. Die Form ist übrigens schon immer dreieckig gewesen, aber es ranken sich verschiedene Legenden drum. Die gängige Meinung ist, dass sich der Gründer von der heimischen Bergwelt hat inspirieren lassen, besonders vom Matterhorn, weil da ja auch so eine dreieckige Form hat. Aber der Söhne vom Theodor zufolge haben eher Tänzerinnen vom Pariser Revue, Folie Bergère, als Vorbilder für die Form der Toblerone dient, wo sich während einer Vorstellung in ihren rot-cremefarbigen Kleidern zu einer Pyramide geformt haben sollen. Weiter geht's. Habt ihr gewusst, dass die bekannte Outdoor-Bekleidungsmarke und Bergsportausrüster Mammut ursprünglich als eine kleine Seilerei in Dintikon im Kanton Aargau angefangen hat? Die Firma ist im Jahr 1862 vom Kaspar Tanner gegründet worden und hat zuerst Seilwarenfabrik AG Lenzburg geheissen. Sie haben am Anfang primär Seil für die Landwirtschaft hergestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Produktion dann nach und nach zum Bergsteigen und Segeln verlagert. Der heutige Name Mammut ist dann 1943 eingeführt worden, als Sinnbild für Stärke und Kraft. Nummer 4. Zweifelchips sind in der Schweiz überall bekannt und man sieht sie in jedem Supermarkt, an jedem Kiosk und in fast jedem Restaurant auf dem Tisch. Anfang 1950er Jahre hat der Hans Meyer, ein Cousin vom Heinrich Zweifel Senior, auf seinem Bauernhof bei Rümlang in einer riesigen Feldkochpfanne die ersten Herdöpfelchips frittiert. Als ein Experiment. Die Verarbeitung ist vorwiegend auf umfunktionierten Haushaltsmaschinen erfolgt und ist als Zusatzprodukt für den hauseigenen Äpfelsaft gedacht gewesen. Die frittierten Chips haben sich dann aber von Anfang an als Kundenhit erwiesen. Leider ist der Hans Meyer überraschend gestorben und die Familie Zweifel hat die Chipsherstellung übernommen. 1958 sind die knusprigen Chips dann das erste Mal unter der Marke Zweifel lanciert und bekannt worden. Und als letzte Marke in der heutigen Folge haben wir Carandache. Das ist ganz eine bekannte Schweizer Marke, wenn es um Bleistift, Schreibstift, kurz gesagt alles rund um Schreiben und Malen geht. Carandache ist 1924 von Arnold Schweitzer gegründet worden. Er hat schon eine Firma gehabt, die in der Bleistiftherstellung tätig war. Der Name selber stammt von Emmanuel Poire, der ein gebürtiger Russ war, aber auf Frankreich ausgewandert ist. Er ist ein berühmter Karikaturist von der französischen Presse. Um seine russische Herkunft zu unterstreichen, hat er als Pseudonym den Namen Carandache angenommen, was auf Russisch Carandache Bleistift bedeutet. Das russische Wort soll einerseits von türkisch Kara, schwarz, und Dash, Stein ableiten und passt folglich wunderbar zu einer Firma für Schreibwaren.